Die Debatte den Klimawandel ist eine Debatte, die mir in der Gärgängen wissenschaftlich feiern. Und zwar am Vertrauen an das, was von verschiedenen Seiten könnt mir hautieren, von der Seite von der SAP, dass Wissenschaftler, was ja gut recht ist, die einer Meinung haben, von der Lobby bezahlt gehen, aber nee, wir denken, das soll ein objektiv feiern, die Debatte. Ja, wir wissen, dass die Klimadebatte ist eine Debatte, die wird komplett politisiert, sie wird instrumentalisiert von den Linken, die wollen Steuerleichter erheben, sie wird instrumentalisiert von den Grängen, die eine Politik mit Angst, ja sogar mit Panik machen, für politisch Kapital draus zu schlagen. Und heute mal von der LSAP hören, dass der LSAP will neue Steuern mit einem Bengel aus den Leuten rausschlagen, auch das haben wir gemerkt an dem heutigen Kontext. Was sind eigentlich die Gréng? Oh, wir können das lauschen, was der Herr Feuer gesagt hat, das war ganz interessant. Was sind eigentlich die Gréng? Sind die Gréng eigentlich eine politische Partei? Ich frage mich das ganz tags. Sie sagen uns, was wir sollen essen, sie sagen, wie wir sollen schwätzen, sie sagen, wie wir sollen wohnen, sie sagen, was wir ja nach däerfen denken, also sie sagen, wie wir sollen führen. Ist das eine Partei oder ein reliéis Sekt? Ich meine, die Frage kann man sich wirklich stellen, mit wem haben wir eigentlich zu dienen? Dann schulden sie unsere Ökonomie. Die sagt man, Tanktourismus ist ein wunderbares Beispiel. Die Steuern, die auch die Kleinleute hier am Land müssen bezahlen, vergisst man das nicht bei der ganzen Rhetorik. Das hilft dem Staatsbudget, es hilft dem Klima überhaupt nicht. Aber es ist selbstverständlich eine falsche Politik. Es ist auch keine ehrliche Politik. Weil, wenn ihr etwas mehr gegen den Klimawandel, da soll den zuerst mal die Problematik vom unkontrollierten Wachstum uppacken. Aber just das möchte die Regierung nicht. Wir denken, dass die Grénger und überhaupt die Politik auch schrecklich steuer ist. Und wir zu beweisen, weil ich meine, ja, das wird ja kontestiert, will ich aus dem hellischen Buch von den Gréngen zitieren, und das heißt ein gewisser Claude Turmes, das Buch die Energiewende. Und da kann ich, ja, das ist ganz gut, da will ich mal zitieren, Seite 207, man sollte dazu übergehen, eine generelle City-Maut mit der Infrastruktur zu besteuern. Das ist flott, wenn man in Zukunft an den Staat könnt, da bezielt dem mal ein klein gering Tax. Dann also auch die Idee, Verbot der Vermarktung von Diesel- und Benzinfahrzeugen. Das ist natürlich ein ambitiöses Ziel. Und auch speziell interessant für Leute, die sich vielleicht können einmal am Jahr leisten, für ein Vakanz flehen, eine hohe Besteuerung des Flugbenzins und der Flugtickets. Gering wirkt, ja, gréng wirkt für allem am Portemonnaie von den kleinen Leuten. Wenn wir los über die zwei Motionen aufstimmen, will ich aber auch noch ein paar Worte über den Text vierschlagen, die als Lohai von der Koalition proposiert ist. Das ist ein ganz interessanter Text. Und ich meine nur, dass zwar den Herr Wagner vollkommen recht mit seiner Kritik, wenn er sieht, wir gehen ein bisschen überschwemmt, hat ganz viele Wörter ganz kurzer Zeit. Aber das brauche ich mal nicht alles zu lesen. Ein paar Sachen sprangen direkt an den. Aber dann springt, dass man das allererst, dass man sollen die Regierung unterstützen, für weiter Taxisen zu hegen Benzin und Diesel. Da steht nämlich, renforcer les mesures à court terme dans le domaine de la vente et l'exportation des carburants fossiles routiers. Die hat also de Külo, eins zu proposieren, dass man eine Maßnahme sollen unterstützen, die dem Klima überhaupt nicht denkt, und zu leisten hauptsächlich von den kleinen Leuten hier im Land geht. Das ist eine Politik, die Sozialisten mitdrohen, geht ja was zu mengen hier elektoral, das ist schon lange nicht mehr. Aber das ist eine Politik, die wir nicht können mitdrohen. Weil wer von Sozialpolitik wie das wirklich will, der kann das selbst nicht akzeptieren. Und das Schlimmste ist, dass dem Vierwand vom Klimaschutz Steuerpolitik gemerkt wird. Inakzeptabel. Das Zweite, was inakzeptabel ist, dass man sollen einen Taxwert und die Frontiere Europäen abrichten. Anderem Steuerpolitik. Zulasten von der Kompetitivität. Zulasten von dem Wohlstand, den wir wollen erreichen, vieren können, und die Leute verdelen. Das ist eine Suizidärpolitik. Das ist der Beweis, dass die Koalition von Ökonomie nicht versteht, von Umweltschutz versteht sie auch nicht. Weil das, was von Alternativenergien proposiert wird für die Wandmühlen. Ich habe mal einen Katalog abgeschrieben von denen Kritiken, die gehen auch weiter nicht diskutiert. Es gibt gemerkt, dass die Wandmühlen durch ein Wundermittel gehen, was wie sich, eine Pollution und Kohlendioxid. Just Diskussion aktuell, wie sie über diese Sache lebt. Hege Flächeverbrauch, das ist ganz wichtig. Aménagement du Territoire, die sind auch zuständig für den Dossier. Hege Flächeverbrauch.
Kohlendioxid für de Beton zu machen, für de Beton zu machen, de Wandmehlen als anscheinend äquivalent mit 10 Jahren Laufzeit. Der Sondermüll van de Flügele muss aufgebaut gehen. Ja, interessant, ich meine, das müssen alles mal genau diskutieren. Der Sondermüll wie die Flügelen, wo Seelen Erden dran sind. Der TÜV wird anscheinend als gefeierlich. Ich sehe viel von den Wandmühlen über 20 Jahre alt, dann hast die froh, was geschieht damit. Sie bringen Fullen Flantermais a pro Installation 50 Kilo Insekten pro Jahr. Als das gréng Politik eiser sind nicht. An Stromproduktion von denen anlehren als extrem niedrig a Prozentsatz, als sie brauchen atomär oder fossil Backup-Installationen, weil sie eben an der Produktion nicht so verlässlich schaffen. Von der Erlesung als die Energiekrise, dann ging ich so, geht zurück an Schule, und dann kommt ein Gerim, wenn der etwas Anständiges entwickelt, tut mir das tot, das drohe mir nicht matt.